Kali, Joël, Eli, Stella, Elisa, Publikum, Leifleit viel dirich vernetzt. aber man schon. ja. Haut ja. Weil haut, also ganz besonderen Tag nämlich. Wir haben einen Aufschluss-Workshop Opnahmedach an ein bisschen für uns. An unser liebes Publikum, den hier sitzt, war an unterschiedlichen Workshops an 3 Stück. Und wir haben sogar 2 Leute dabei, die die Workshops gelehrt haben. Stella und Elisa. Und ich hoffe, dass Leute, die hier bei uns sind, sich ein bisschen vernetzt fühlen, nur denen wunderbare Workshops. Dat hei aus Maybe Sax. Wir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für all Mensch mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Madame, willkommen ich alle Guten bei dieser Staffel Final an diesem End of Season Event. Wir wollen heute darüber schwätzen, wie können wir uns vernetzen, wie kann man so Events gestalten, wie wir sie gestaltet haben. Und aber auch, weil politische Aktualität uns dann einfach angeholt wird, wie können wir uns so vernetzen, dass wir widerstandsfähig sind, dass wir die Kämpfe, die wir abgedrückt kriegen, gut führen können und vielleicht auch ein bisschen weiterdenken, wie können wir als Kämpfe so gestalten, dass man nicht immer muss reagieren, wir auch können proaktiv agieren. Das sind so die Fragen, die mir wollen heute beschwätzen. Aber vielleicht wird man dann bei der politisch kommen, gebe ich aber für dich ein bisschen noch über den Event schwätzen, wie das für uns alle gute wäre. Eli, Kelly, wollt ihr vielleicht eine echte Reaktion zählen? Ja. Thema ist ja Community. Und ich muss sagen, es gibt mir ein dick gut Gefühl, so ein Teil von der Community, an der wir uns bewegen, live zu sehen, weil das schwer, wenn man so den Podcast produziert, zu wissen, okay, wen erreicht man überhaupt, wie lauscht er da ist, und das dick schön so zu sehen, wer Leute da sind. Und ich fand es auch als einem zwischenmenschlichen, aber auch als einem politischen Aspekt mega wichtig, so auch Events zu machen, wo man sich verbindet, wo man eine Berührung mit sich selber und mit anderen Leuten kennt. Genau, also die Form von Begegnung gibt mir immens viel. Und ich war auch bei einem Workshop von den Stiften dabei, das war auch mega cool. Genau. Eli, du warst ja auch bei einem? Ja, ich war beim Elisa im Workshop und da sind wir Berührung gegangen. Und das war ganz flott, auch noch bereichernd, weil es etwas ganz Praktisches ist. Eigentlich ja viel mehr praktisch, wie wenn man über den Thema im Studio schwätzt. Und wir haben auch gesehen, wie es war, so ein Event zu organisieren, wie viele Leute schon gemeldet haben und so. Und wir haben 1300 Leute auf Instagram, bei denen man potenziell keine Werbung machen für so Community-Events. Und da sind vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da heute? So 40 Leute, 30, 40 Leute. Genau, und ja, ich ging mich vielleicht auch interessieren, wie die Leute am Publikum das holen, so wie das mal so ich nenne mal eine queer-feministischer oder sexpositiver Community halt zu Lützeburg. Aber vielleicht doch Elisa und Stella, wie dir so das Gefühl hat, die ja nicht nur zu Lützeburg schaffen, aber Workshops gehen, aber auch zu nicht Lützeburg. Genau, das ging ich cool fanden, so, weil so Erdgefühl hast zu so Community. Ja, ich bin für einen zu Leipzig, auch versuchen da auch eine kuschelige Community aufzubauen, auf jeden Fall. Voilà, an sind heinst du eben auch zu Lützeburg. Aber was mir aufgefallen ist, an meinem Workshop waren gleich ein, 2 Leute, die ich von früher auch kannte und was mich total überrascht hat, aus der Schule sozusagen. Und es hat mir einfach gewiesen, okay, jetzt sind hier aber auch viele Leute, die einfach super interessiert sind, die vielleicht, ja, also ganz viel Interesse haben und ganz verrückten Themen, auch Kuscheltherapeut zu gehen, so wie ich zum Beispiel. Und ich versuche natürlich auch Leute auszubilden, für das wir ganz viele Kuscheltherapeuten haben, auch ganz verrückte neue Beruf so.
Tönt mir steg erstaunt, wie die Leute also matt gemacht haben, ne? Also so richtig dabei waren. Also so gut die eben nicht so viel Erfahrung hatten, mir einfach Thema interessant von einfach so schräg geschmassen. Okay, mein Workshop war schon ganz konkret, ne? Also es war keine Theorie, nur eine Praxis, und dann dat mit dem Film am Spieren an abreieren sech voll Drageheit hun cool fand. He sind auch am Publikum also wirklich Respekt. Dat Techt ich denke, dass mega viel Potenzial ha einfach auch bei Leid die Luftleine so direkt mal der 10 so Kontakt sind, die aber trotzdem wirklich Interesse hun an wo gerade zu dieser Zeit so nur Corona so bedarf was so ich will nicht nehmen auf Facebook befreund sie mat Leute, aber ich will wirklich an einer Community sinn mat Leute zusammen essen Martinen zusammen kuscheln irgendwie so allmählich flott Sache man genau, also das was mir wirklich positiv aufgefallen. Wobei ich echt da so freier Lützeburg echt kategorisiert hun als da werd nie etwas bewegen. Gott sei Dank kann ich nicht recht, ja. Ja, für mich wäre doch ganz interessant für wie schon gesagt, nur Corona, dass Lorem so alles ein bisschen abgeht, und das sind Leute sehr strauere, an die Inspirierungen zu gehen. Und für mich war super, und ich wiederhole du einen Kommentar aus dem Workshop, dass, wenn in über Berührung schwätzt, ganz oft hat mit Sexualität an Erotik a Verbannung brett gëtt, wat net unbedingt de Fall ass. An et Schein ass, dats et einfach reim ginn, an dufir fanne joch dese Podcast zu bauen, dats dat organiséiert gouf, dats et de Leiit Meiglechkeet gëtt, dass se Workshoppe können organiséiert ginn, fir e Raum ze hunn, fir dat ze erliewen, fir Vielfalt kennenzulernen, an für Menschen zu treffen, die vielleicht auch so denken, an ihnen dann Gefühl nicht hört, dass sie allein ist mit dem Thema. Hat eine Person aus dem Publikum Lust, etwas dazu beizudrohen, wie ist das für ich viel drin als Community, wenn der Hause sitzt? Also, ich bin am Anfang erstaunt, wie sich das angefühlt hat. Ich habe mir das gar nicht erwartet, aber ich spüre schon eine Art Community nach dem Workshop, weil wir halt so lang an einem Raum zusammen waren und noch ganz viel zusammen ruhig und präsent waren. Und das war das nicht so oft machen, auch bei anderen Workshops, so den oft viele Sachen für sich aufzulenken, für wohl ein bisschen Spaß zu haben, mir dann aber auch ein bisschen den Gag zu machen, mit dem, was ich gerade möchte. So. Und das war an dem Workshop am Stala gar nicht. Es war wirklich, die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, dass alle Menschen da ist an lauscht und auch aufpasst auf die anderen Leute rundherum. Das tue ich mega schön fand. Also ja. Und ich meine auch, dass den Podcast als Rum für den Event eine gute Selektion von Leuten anzieht. Das wird vielleicht auch dazu beiträgt, dass eine schöne Community entsteht. Also merci. Ja, ich finde das auch total spannend zu überlegen, gibt es denn eine queere oder queer-feministische Community in Luxemburg? Bestimmt gibt es die. Aber wie zugänglich ist die? Und noch wichtiger, ich stimme total zu, was du gerade gesagt hast, weil man fühlt sich danach einfach connected, oder ich habe mich auch sehr connected gefühlt. Aber dann entsteht auch Lust auf mehr. Aber wie kann das weitergeführt werden? Also wie können diese Anfänge dieser Community, quasi diese Saat, die gestreut wurde, wie kann die wachsen und gedeihen, dass das regelmäßig stattfindet und dass das auch einfach ist, damit zu machen oder da hineinzukommen. Ja, gerade wenn man das so als Support sucht. Also für mich ist ja immer ein bisschen so die froh oder das, was so ein bisschen am Raum steht, dass wir immens viel Chance. Wir haben Chance, dass wir diesen Podcast können lernen, dass wir irgendwie immer zwar ein bisschen strugglen, aber dann aber Leute finden, die es finanzieren. Wir haben mega Chance, dass wir am Bâtiment Feier sind, dass die Platz gerade lo existiert und dass ich kann irgendwie einen super Raum Workshops machen. Letztes Jahr haben wir an der Tür 4 und haben wir auch an der Rotonde super Raum, wo man konnte Workshop machen. Aber für mich ist das immer so schon Gefühl, dass so nicht, was wirklich immer da bleibt, was nur hat, ist, wir kämpfen immer drum, erstens, dass der Podcast geht und dann
stellen man einfach so Bein und das dann ein Keier, das ein am Jahr treffen wir uns, wir haben ein paar Workshops und dann ist das im River bis nächstes Jahr. Und das ist zwar cool, das ist super, das ist genial, dass man das können machen und dass man die Chance haben, das können zu machen, dass man auch das Budget haben, wir können Leute anzureden, die Workshop halten, wir können einfach ein bisschen Raum zu haben, für irgendwie Snacks zur Verfügung zu stellen, dass die sich wohlfühlt, das ist alles super. Aber wenn ich das mir oft viel machen, dann müssen sie sich irgendwie anders durchlehnen, müssen das anders organisieren. Und wenn ich schon weiß, wie schwer das für Leute finden, die einen Sex-Podcast finanzieren, dann will ich mir nicht unbedingt vorstellen, wie schwer es ist, für irgendwie Finanzment zu finden, für wir wollen als Verein so ein Event auf den stellen, den Sex positiv soll sein, weil du hast das Sex am Numm an. Ich stelle mir das schwer vor, aber das ist wahrscheinlich nicht unmöglich. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit für nicht über einen offiziellen Sponsor zu gehen oder über Firmen zu gehen, die sponsoren, aber über Crowdfunding oder so. Aber da das natürlich die andere Frage aus, wie begrenzt das Community, wie groß ist der Pool von Leuten, die alle können 5 € an den Hut werfen, für noch Raum an Snacks zu haben, an Leute, die Workshops halten. Ja, aber ich mich auch freuen, also ein bisschen das Verhältnis zwischen so Strukturen aufbauen, die nachhaltig sind, die vielleicht mehr offiziell sind, wie zum Beispiel so regelmäßige Workshops zu haben, an Strukturen, die vielleicht auch mehr so privat sind, also was können die auch am Privatraum, sich mehr treffen, ich weiß nicht, einen Kuschelabend machen oder sich queer feministisch vernetzen und über Themen schwätzen und so. Und das fließt ja so ein bisschen an den Iver, so dass öffentlich, offiziell die Strukturen und so ein bisschen die Privatvernetzung, die da passiert, und greift ja immer so an den Nähen und schon gefehlt, dass an so anderen Stiert, Großstiert oder Länder, et mehr von denen öffentliche Strukturen gehen, zum Beispiel so Workshops, wo Leute sich kennenlernen oder ein Platz, der sexpositiv ist, wo regelmäßige Playfight stattfindet oder regelmäßige Workshops stattfinden oder so. Und daraus, also aus den mehr offiziellen Sachen entstehen dann die persönlichen Communities. Und schon so ein bisschen Gefühl, das geht zu Lützburg noch nicht so. Was natürlich das Privileg ist, von an einer Großstadt wohnen und auch vielleicht am deutschsprachigen Raum, dass es dann so ein bisschen, ja, vielleicht auch schon einen anderen Vierlauf gibt. Also ich muss so eine Menge queer-feministische Bubble halt zu Lützeburg sie meine Freunde. Also so meine Friends als basically für mich meine politische Bubble auch. Und das fand ich immer schön, mit das heißt so ein bisschen zu klang. Also in Deutschland hast du eben ganz viel die Stammtischkultur, wo eben alle Woche sich eine Person hinsetzt zu irgendeinem Thema, seht ich sitzen hier, wo Leute wollen kommen, mit mir drüber schwatzen. Ich bin da, du schreibst das, was wir sich irgendwo hin. Und ich kann mich erinnern, damals an Österreich zu Wien, da sind ich auch bei so einem Stammtisch gegangen, und den hat da gezählt, ja, am Anfang so zu schade lang da, ne? Die ersten paar Wochen. Man hat dann durchgehalten und so ist dann auch so ein Community daraus entstanden tatsächlich. Also kann dann aber gehen, wenn ein bisschen Ausdauer hat. Ja, das fällt mir gerade an. Ja. Für mich ist das Thema interessant an dem Sinn, dass ich an Deutschland immer sozusagen also Workshops sozusagen gehalten habe, wo wir Sundowner genannt haben, wo die Leute sich treffen konnten und einem Tisch und sozusagen über Sexualität geschwärzt haben, und dann wird noch etwas zu trinken und etwas zu snacken, und das war da ganz schön. Und dann habe ich das probiert, mit einer Kollegin zu Lützeburg zu machen, und dann kam der große, ich nenne mal ein bisschen Flop, weil dann immer der Satz kam, war das von ihm ich kennt. Und das hatte ich in Deutschland nie, interessanterweise. Du war das egal, du war so, oh ja, die haben die nämlich Probleme auf ihr Stoff, gehen nicht nur hin. Und zu Lützeburg war immer froh, war das von ihm ich kennt, aber war das von ihm ob einmal merkt, dass ich Probleme oder Angst habe oder ein Thema habe. Und das für mich immer noch haut schwer, die Leute zusammen zu feiern, weil ich so gerade das verbindet ja eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dass bei uns an der Gesellschaft das noch immens tabuisiert wird, dass es muss alles gut sein und der will sozusagen die Probleme nicht tun und das darf dann nicht durchgeschwärzt gehen, das muss ich verstoppen. Wobei man aber, ja, eigentlich könnten wir uns gerade auch verbannen und uns unterstützen. Und das Einzige, wo ich merke, das, und das ist zum Beispiel an meiner Arbeit, wo ich ganz lange gekämpft habe, für zu Lützeburg überhaupt den Bein, so einen Fuß zu fassen, ist, desto mehr
am lang drüber schwätzt, desto mehr präsent ist und desto mehr möchte, wie wenn das normalst von der Welt wäre, desto echter geht es einfach weiter. Mit gibt noch viel zu machen. Gibt noch viel zu tun. Ja, also wo wir drüber schwätzen, fällt mir auch ein bisschen immens viel unterschiedliche Communities. Also für allem, wenn den so beim Thema Stammtisch ist, für Poly-Leute oder nicht monogam lebend Leute, zu BDSM, zu Kuscheln, zu Sexualität im Allgemeinen und so weiter, zu feministischen oder queer-feministischen Perspektiven. Also es geht doch natürlich nicht die eine Community, Nigerien hat halt andere Schwerpunkte an irgendwie andere Interesse vielleicht auch, wohin sich will austauschen. Und behind du 8. März internationale feministische Streik, wenn ich dann halt zuletzt bisschen am Mat gehen, denke ich mal so, geil, mir wo sind alle gut die nice FeministInnen, sos, wenn sie gerade nicht heimat mal auf der Straße sind. Und andererseits denke ich mir, okay, ich kann da auch viel von denen, weil man irgendwie befreundet oder bekannt sind, also das ist der Punkt, den ich schon geschwärzt hat. Mit sind aber auch viele Leute dabei, wo ich mir denke, cool, das ist mal ein zu gesehen, und das gesehen ich wahrscheinlich nächstes Jahr Streik die nächste Kehr. Und da dazwischen halt nicht mehr. Mir ja. Du auch schwierig ranzukommen. Ich war zum Beispiel ganz lange in Deutschland und bin plötzlich zurückgekommen. Und in Deutschland war ich immer auf Poly-Stammtische und so. Und ich weiß bis heute nicht, wo ich zu Lützeburg rankomme. Ich weiß nicht, wo ich sie sicher soll. So, wenn ich rausgehe oder so, ich weiß gar nicht, wo ich die Leute greifen kann. Oder außer ich gehe auf Facebook oder so und ich gehe wirklich du sicher, wie du siehst, hey, auf der Demo, du sind sie sicher. Nee, ich meine, was du siehst, ist ganz wichtig, weil einerseits gibt die Stammtische nicht. Das heißt, es gibt bestimmt Leute, die sich so identifizieren oder die einen nicht monogamen Lifestyle oder BDSM-Lifestyle oder einen sexpositiven Lifestyle leben. Die gehen wahrscheinlich in Deutschland für das auszuleben. Weil, soweit ich weiß, gehen zu Lützeburg kein Spaces, wo ich kann Party machen, wo ich kann Playpartys tun oder irgendwie sos Leute mehr informell kann kennenlernen, wo ich nicht unbedingt muss über Sachen schwätzen, wo ich vielleicht Sachen kann ausleben oder wo ich vielleicht mit Deichter, sondern nicht direkt darin gesagt und Leute noch nicht direkt rüber kennen und nicht unbedingt muss man den Leuten schwätzen, für dann etwas zu erleben. Und ich meine, das fehlt einfach. Hey. Können an den Kasematten organisieren wollen? Da müssen wir mal mit der Stadt Lützeburg schwätzen, ob sie das hier renoviert gehen. Sie haben eine lourde Soundinstallation. Super, ideal Voraussetzung. Also die nächsten Event macht er dann du, gell? Ich habe mir noch vier gestaltet, weil man von Lützeburg in Poly, BDSM, schießen, hast du nachgesucht. Also weiter, also Fortstammtisch machen, dann hast du aber immer dieselbe Strehleute sitzen. Also das ist ja trotzdem Lützeburg aber oft das Phänomen, dass die 6 SPL-Häuser und Leute, die zwar dann nicht alle an den 6 sind, mehr an unterschiedliche Konstellationen, an denen verschiedene Vereine oder ONGs sitzen und Sachen machen. Land ist dann aber irgendwie klein. Anheinz davon ich mich also zu klein für seine Community zu bilden oder Trauma ist effektiv nicht genug, weil ganz oft die Frage kennt, wie Stella sieht, war das, von dem ich kennt. Und ich gebe gerne dazu beitragen, weil, wie du siehst, ja, immer die nämlich 3, als froh Grenze mal schon vielleicht zu viel auf, an dem es mal so just BDSM, just Poly, oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit für die alle Guten zusammen zu bringen. Und dann sozusagen vielleicht Themen immer mal zu wechseln, mit das eben, weil wir aber mit kleinem Land sind, dass wir einen Raum schaffen, wo mehr Communityen zusammen finden und dadurch mehr groß sind. Und vielleicht dann noch wie sind Themen übergreifend, einfach Möglichkeit, das zu finden, sich zu vernetzen. Ja, noch froh, wie erreicht den Leid. Weil schon auch Gefühl, ganz oft gibt es das Phänomen, dass Leute von Lützeburg rausgehen und dann im Ausland irgendwie Fassade für sich selber kennenlernen oder auch politisiert gehen, aber einer Art und Weise, wie es vielleicht zu Lützeburg oft geschieht. Und dann mal zu neuen Bedürfnissen, neue Perspektiven, an neuen, ich nenne das mal gesellschaftliche Visionen oder Art und Weise, für sich vielleicht eine Beziehung zu setzen, hinkommen und ich fand, irgendwie fehlt man noch so in, okay, wie können wir die Leute alle gut zusammenbringen, wie können wir Leute vielleicht auch mal an Boot holen, die vielleicht mit
verschiedene Perspektiven dann nicht in Kontakt kommen sehen. Also das ist doch nicht so ein selbstreferenzialen, es sei denn immer nur dieselbe Leute, als mehr, ja, so ein bisschen so ein Outreaching. Was vielleicht auch einen guten Übergang als zu dem politischen Aspekt. Ich wollte noch ganz kurz etwas zu dem Community Building auch so, weil ich mich da oder Eis auch ein bisschen will bei den eigenen Ohren holen. Weil ich Gefühl habe, das einfach noch nie so ganz gepackt, außer wenn wir so Events gemacht haben, für die Leute wirklich so auch zu vernetzen unter denen. Wir hatten eine Facebook-Gruppe, wir hatten eine Telegram-Gruppe, wir hatten immer nur ganz wenig Leute daran, weil ein bisschen dazu dienen, dass man das schon noch wollte moderiert haben und nicht einfach open haben, als jeder dran haben, für einfach ein bisschen noch ein Safe Space zu schaffen. Wir vielleicht schon mal die Tiere nicht weit ab genug gemäht oder nicht genug Klamm gemäht, ich weiß nicht. Mir ist schon immer das Gefühl gehabt, so, okay, wir haben dann so pure Superfans gehabt, die drauf wären, und das wäre auch cool. Wir haben das Potenzial, weil da eigentlich da wäre für Leute, die den Podcast lauschen, die an all den Themen, die wir genannt haben, schon interessiert sind, potenziell, wir haben das nie so richtig genutzt bislang. Ich weiß nicht, wo das genau leid, aber wenn den du vielleicht noch mehr Kind machen, das ist natürlich auch immer eine Frage von den Ressourcen. Ne? Wir haben auch nicht unendlich Ressourcen für Podcasts zu machen, für Social Media zu machen, und dann noch irgendwie Community Management zu machen. Das wäre vielleicht noch ein Tag zu viel. Aber trotzdem, es gibt ja andere Beispiele von Leuten, die so kontinuierlich Internet stellen, wo sich dann aber immer so eine Community rundherum bildet, die sich mehr oder weniger selber reguliert, weil ihnen dann irgendwie Leute hat, die das moderieren und die du Sachen organisieren und so. Boah, das wäre ich immer ganz froh von, sie mal aber vielleicht noch zu klein dafür. Das geht mir einfach so durch den Kopf. Und ich meine, das geht auch ziemlich gegen den Lützburger Dram. Sonst will mit dem amerikanischen Dram vergleichen, den aber ziemlich aus ziemlich freier Beziehung kommen, vielleicht auch nach Ausland studieren gehen, mit dann aber zurückkommen, habe ein gut Arbeit von ein schönes Auto, eine Familie gründen, ein Haus mit Garten. Und da war das. Dann sind wir daheim, trinkt ihr sehr guten Wein, geht ihr schaffen, tut den Kanner, tut ihr vielleicht noch ein oder ein paar Haustieren, gesagt den Heinz der Weekends, dann Kollegen, die auch hier Kanner haben, für zu grillen. An paar Mal Jahr geht ihn dann an das Shoppingcenter shoppen, an ein Kippchen trinken, an vielleicht auch noch auf den einen oder anderen Event, wo ihn da gesiegt. Und das war dann mit der Sexualität, das war auch mit der Weltoffenheit an irgendwo. Du fällt mir den Satz an, mir sie zu erhalten. Ja, mir fällt dazu noch an, wir sehen sich, wenn ich so Events möchte, das wirklich ganz harmlos, ganz normal durchstellen. Zum Beispiel, ich habe auch probiert mit meinem Workshop, also Berührungskunst, ne? Wie kann ich den anderen einfach besser berühren, wie kann ich das lernen? Das klingt ja auf diesem Mal so ganz neutral, sonst mal. Einfach etwas bisschen beizulehren, wie so ein Hobby oder so, weil den ein bisschen kreativ dann möchte. So. Und dann darüber, weil auch froh war, ne, wie kriegen dann die anderen Leute, die einen Schneistummer dazu dienen, an ihrem Garten sitzen, dann grillen, wie kriegen die dann dazu, auf so ein Event zu gehen. Das aber dort, da weißt du bestimmt auch ganz viel dazu. Die kleinen Probleme, die dann aber kommen, ne, im Alltag, dass in sich vielleicht denkt, vielleicht wäre aber noch ein Workshop gut dazu, oder vielleicht lauschen ich mal ein paar Podcasten dazu, vielleicht kriegst du etwas gewohnt, was man hilft, und du bei den Kleinigkeiten umsetzt, ja. Und eine Sache, die natürlich zu Lützeburg nicht ausgeschlossen darf gehen, das ist der Spruch. Weil mehr gehen zwar dann vielleicht an das Ausland, mehr haben auch viel aus dem Ausland im Land. Und die sich natürlich auch communitieren, die wollen sich auch vernetzen. Und du sind immer froh, wie kann ich Sprachen zusammenbringen. Das heißt, wenn man effektiv, da hätten die viel Englisch schwätzen oder so, und die dürfen sich gerne vernetzen. Wie kann ich die mit Lützebäuer vernetzen? An Deutscher, an Portugiesen, und wie kann ich da auch schaffen? Ich meine, das ist auch nicht immer so evident dann. Ja, das ist natürlich auch so mal ein von den Lankünen, und natürlich ein von den coolen Sachen von diesem Podcast, das sind Lützebäuer ist. Wir haben viel schon festgestellt, dass wir auf jeden Fall für nächstes Jahr für die Workshops müssen ein Google Sheet erstellen, wo die Leute können auch gegen wer gesprochen so all schwarze Federn zu wissen, ob wer gesprochen der Workshop ist. Das ist natürlich ganz speziell, weil wenn ich einen Workshop in Österreich gehe, also es ist relativ klar, dass es auf Deutsch oder höchstens auf Englisch ist. Ja, ich fand das aber auch
cool. Also das ist schon noch gefehlt, dass die Mehrsprachigkeit, Vielsprachigkeit zu Lützeburg, aber auch viel Kommunikation schaffen kann. So Loge, das wirklich schwer für auf die politischen Dinge überzulegen. Die Mensch hat ganz elegant, an dem sie einfach drüber schwätzen, dass es schwer geht, für überzulegen. Ja, wir sind ein bisschen überrannt gehen zu politischen Evenementen. Also, wir holen ja ab den 25.06. gestern, den 24. als einerseits Nachricht aus den USA kommen, dass den ewigste Gerichtshof dezidiert hat, dass Auftreibungen kein allgemein Recht mehr sind in den USA, mehr alle Bundesstaat das selber dezidieren kann. Und natürlich ganz viel, die konservativ regiert sind, gesagt haben, wir schaffen das direkt auf oder wir schränken das enorm an. Und dann geht an der Nacht zu Oslo ein terroristisches Attentat auf ein schwul-lesbisch Bar, die größten und ältesten zu Oslo, wo 2 Leute gestorben sind an Haut wir normalerweise zu Oslo Pride gewesen, die natürlich nicht stattgefunden hat. Tun aber Leute demonstrieren, da gesagt, wir sind hier und die kriegen das nicht fort. Was ich auch ein wichtiges Zeichen fand. Aber das feiern wie es sonst wäre, das wäre natürlich nicht möglich. Ja, da steht immer so, und die Nachrichten so just mitkriegt und für den auf ein Event vom Podcast, dann denkt man sich ein bisschen so, okay, wow, das ist schon ein bisschen surreal, bei der Weltlehre dann so eine heile Welt zu haben irgendwo. Andererseits fand ich das aber auch wichtig, für eben gerade die Räume zu schaffen, für sich zu vernetzen, weil ich meine, dass die Vernetzung immens wichtig ist, für Kämpfe zu führen, die man leider muss führen. Ich fand das immens wichtig, dass gerade auch Länder wie mehr sind eben schnell mal ein bisschen verwindet dran, aber dass man eben gerade dann mehr drüber schwätzen, auch für Länder, die das gerade nicht können, auch für Menschen, die es nicht können. So für das es nicht inner geht, sondern für das die Möglichkeit haben, open zu schwätzen und nach etwas zu sagen, dass die es halten, sozusagen die Energie halten und die Leute noch zusammenhalten, für immer noch 4 zu gehen. Ja, ich komme noch im Trick auf den so öffentlich-persönlichen Spektrum. Also ich fand doch, also für mich einerseits als Privatperson mega wichtig und mega schön, andere Leute zu treffen, die irgendwie eine ähnliche Perspektive haben wie ich, die queer-feministisch sich für Themen ersetzen. Und das aus sich fand ich schon politisch auch cool und gibt mir persönlich ganz viel. Und dann ist immer so froh, okay, wenn fängt es an, da sehen sich vielleicht auch schon über die persönlichen Sachen hinaus politisch organisieren. Und wie soll sich politisch organisieren? Hängt es darum, um den queeren Personen die Rechte von den Queers anzufordern und da die ganze Zeit zu kämpfen? Für wen feiern wir Kampf, für wen Themen feiern wir Kampf und so. Und also auch auf so einem Event wie heute zum Beispiel, wo es über so Selbsterfahrung geht, an einer Beziehung kommen, an über Beziehungen nur denken, Ubrücht oder inwiefern also Ubrücht, ja, sich auch politisch zu vernetzen. Was kann daraus entstehen? Genau, ich fand das so ein bisschen eine ähnliche Diskussion, wie wenn man so über Pride nur denkt und dann ganz oft gesagt ja so, the first Pride was a riot. Und ich denke, dass Pride halt zu Lützeburg also für mich nie so einen Demo-Charakter hat, mir immer so einen Event-Charakter. Und auch dazu stehe ich irgendwie immens ambivalent, weil ich einerseits natürlich cool und wichtig fand, zu feiern. Und auch mal einfach die Leben zu feiern. Und andererseits, ja, ging ich mal mehr Demo-Charakter wünschen. Ich meine, ich kann auch etwas dazwischen sehen. Ich kenne Leute, die queer sind und die mit ihren Eltern auf Pride gehen. Was dann vielleicht echt ein persönliches Demo, also ein persönlicher Kampf, den sie seit Jahren gefordert haben, aber wo sie dann sich feiern können, aber eben mit Unterstützung, die vielleicht nicht immer garantiert war oder die nicht jeder garantiert ist. Und da was dann trotzdem kann ein wichtiger Moment sein und auch ein wichtiger Platz sein für die persönliche Kampf und dann vielleicht die Sachen, die für verschiedene Leute noch ganz schwer sind oder nicht möglich sind, dann aber auch können zu feiern. Ich fand doch ganz wichtig, weil Menschen, die nicht mit einer Berehrung kommen, haben
grad darüber das feiern an aber irgendwo ein Zugang und dadurch geht es ja auch ein bisschen so wie ich früher gesagt habe, so ein bisschen das normal so okay die sind das Feier von Jurinas willkommen und es ist ein Teil davon und so hat die nicht dat okay mehr verstoppt nice du sondern mehr weisen und mehr kann machen und die Leute die vielleicht sich nicht man identifizieren können die so das aber flott fest aber ein Teil davon sind so Schritt für Schritt ich sind nur effektiv ein bisschen an zwei gerappt weil einerseits gesinne staat dat dat immens wichtig ist, viel zu feiern und dadurch wichtig ist für Leute bei dann Boot zu kriegen und so hey dann feiert einfach matt Eis an andererseits gesehen wir auch wie du los Kelly den Demo-Charakter dat den immer mehr verloren geht an immer man wichtig ist an dat aber am Anfang immens wichtig wie an dat all die dat wird am Anfang zu feiern geht all die Errungenschaften dat eben an dat mir halt immer rum dat kein Akkie sinn mit dat die immer muss verteidigt gehen an dat man immer muss weiter kämpfen an der Piweisen hey et gött Menschrechte an die sind zu verteidigen an dufir si immer do an fir mech giwe dann einen Schritt mi weit go also mir derfen net nimmen oder defensiv sinn also mir muss lo als Gainleit stellen die Auftreibungen wëlle verbieten muss als Gainleit stellen die als willen imbringen mir müssen also auch 4 Sachen stellen die man noch gern hätten die noch nicht gibt aber wo nicht just darum geht dass man irgendwie basic human rights kreieren mir vielleicht doch einfach ein bisschen eng besser Welt kreieren wo man mal einen Schritt wie weit kommen dann nicht immer just an den Verteidigungskampf kommen ne, das ist natürlich so Balance zwischen den zwei ist schwer ich muss so also den Erde März hast du schon öfters ugeschwart gehen und ich muss so zuletzt dass du an den Lehrstüren eng immens a grandios erbecht gelecht gin Echtens fir dat morum opliewen zu lassen an och eng Demo zu gestalten an die as groß die as kämpferisch du si viel Leid an du no as awer fest an du no sinn awer konzern an kann feieren dat kann noch beides verbannen an dat fannech am Fong eng immens gut Idee fir dat so zu machen. Also natürlich gowet gëtt op der Pride zu Lützburg auch immer den een oder andere Block oder die oder Leute die Banner drohen mit dat geht aber bisschen inner zwischen all den Sachen die sonst so stattfanden schon eng froh ich weiß nicht ob die passend dazu ass sollte man auch sozusagen nimmen zu Lützeburg wie dass man zu Lützeburg sind auch ein bisschen unter Abklärung nachschaffen weil schon heinz dort gefiel dass Abklärung nicht nimmen an der Schulen überhaupt aber irgendwo noch immens begrenzt das und dass es schwer als vielleicht auch sich einer Sache vorzustellen irgendwie ich weiß nicht ob frohisch gestaltet ist für mich hast du so die Abklärung aber noch ein bisschen was Schulen und so geht aber noch ein bisschen Hand dran Vielfalt fehlt mal da ein bisschen. Am Anfang ist mir aufgefallen, dass die Emotionen immens ausgeschlossen gehen an der Abklärung, aber auch die Vielfalt von der Sexualität, dass die immer noch so ein bisschen, wie du gesagt hast, ob der gute allerletzte war ja, so denen, bei denen so, wie ihn so schwer stellt, eben übersehen. Ja, und dass du vielleicht auch viele Leute gar nicht wissen, wofür kämpfen soll, wofür sich kann ersetzen überhaupt dann, ja, das denke ich auch, dass das noch viel zu wenig da ist. Ja. Und ich ging so nicht nur Sexualbildung, Emotionalbildung, Queerbildung ist mega wichtig oder auch politische Bildung, generell, was für einen Zugang zu Bildung wir haben, als was wir Bildung verstehen. Wie Wissen vermittelt wird und ich denke, dass Wissensvermittlung an einem möglichst multiperspektivischen Wissensvermittlung einen guten Anfang sind für möglichst multiperspektivisch Zugang zu sich selber und zu der Welt zu haben. Und ich denke, also das ist auch so ein bisschen froh, sie soll den Utopien haben, soll den so weiter drehen oder muss man es für die Missstände ersetzen, die man haben. Und ich denke, Utopie ist sowohl das, wie es gerade ist, umzukreiden und Missstände zu benennen und zu kämpfen, dann so. Aber gleichzeitig muss ihn aber nicht nur die Realität, die wir haben, mir auch eine andere Form von Realität probieren zu schaffen, an utopische Visionen anzugucken, wie kann das Sinn, da sind auch so eine Realität schafft, die ihn ausstrebt, sozusagen, an so ein bisschen Verbannung von den zwei Sachen. Und ich ging mich ultra interessieren, ob es noch am Publikum irgendwelche Ideen gibt oder Wortmeldungen oder vielleicht auch Frohen zu dem Thema. Trau dich.
Ich weiß, Utopien also größtes Thema, Politisierung auch. Nee, ich meine, du hast schon recht, wenn du von Utopie schwatzt, weil das zu Lützeburg für mich auf alle Fall so ein krass Depolitisierung go von der Gesellschaft, dass Alternativen nämlich gedurcht gehen und das Drehen nämlich gedreht gehen und du wennst kann ich nämlich kämpfen für etwas Besseres, weil sie just was nicht funktioniert, weil sie nicht mehr, was die überhaupt gibt, das funktioniert kein theoretisch. So. Und ich fand, dass mir also die Repolitisierung vom Frauenstreik zum Beispiel, hat halt auch dazu gefeiert, dass die Revendikationen, die aus der Plattform rauskommen, mir radikal gehen von Jahr zu Jahr, weil denen sich einfach auch mehr traut, Sachen zu freuen und auch Sachen zu hannerfreuen. Und ich meine, eng von denen Sachen, die mega wichtig war an dem Kampf, war nicht just die organisatorische Seite, also dass die Leute tatsächlich eine Plattform haben und sich treffen und bla bla bla, aber auch, dass es ganz Jahr lang die Table Ronde gab. Also, dass Leute sich getroffen haben, für über Themen zu schwätzen wie Arbeit, wie Care und so. Und genau das nämlich brauche ich für queer Leute, genau das nämlich brauche ich für nicht monogam Leute, genau das mit den Dingen, dass schon immer, es gibt nicht mal einen richtigen queeren Kaffee a ganz Lützeburg, es gibt einen halben. So, es gibt einen, wo aber so Flinter-Personen nicht so willkommen sind schlussendlich. Und es gab mal irgendwann ein Barcelona Queer, mit der sich ein Gay-Disco, wo auch Flinter-Personen nicht so willkommen waren. Das heißt, es gibt einfach kein Ort für uns. Und genauso wenig gibt es Ortschaften für sich zu politisieren. So, wir haben keine autogerierte Kneipen, wo irgendwelche Anarchisten hier Stammtische haben. So, das geht es einfach nicht. Das sind all die Ortschaften, wo sich normalerweise trifft, über so Sachen zu schwatzen. Also das ist der Chain zu Lützeburg, es kann in alles starten, weil die Meier sind da. Also die Räumlichkeiten sind hier, zum Beispiel am Bâtiment Peyer, können den einmal die Woche einen Stammtisch machen, du hast die Räumlichkeiten, es muss sich just organisieren. Das ist das, woran es fehlt. Mir das scheint darunter aus, alles, was in Lützeburg gestartet wird, irgendwann greifen, weil gleich wartet ist. Fand das ganz schön gesagt. Und du hast es, es war mich immer traurig, dass dann der Moment, wenn die Leute sich nicht trauen zu kommen. So wie so wie die Idee, die man hatte mit dem Sundowner, dass du nur aber irgendwo also daran gescheitert, weil dann so die Weh oder den E-Schritt für du hinzugehen, dann heinst du und dem es scheitert, weil dann aber Angst zu groß ist. Und du gibst mal wünschen, dass du irgendwie Männer Angst hast, für die Weh auch zu gehen. Weil sie wunderbare Ideen du und wie du siehst, sie wunderbare Reim du und wäre es schön, wenn das immer scheitert, weil ich traue mich nicht, aber das war nicht genau an die Schublade passen, sozusagen, oder den Thema hun, weil das war nicht, wie der sam gern hun Apoli sind, weil das war nicht, ne, so dann da passen nicht genau an den Kaffee ran, oder schon sind gar nicht mit BDSM-Berehrung, aber ich will ja vielleicht etwas drüber wissen. Und dann also den Schritt für du hinzugehen, vielleicht schon so groß, und das fand ich halt so schön. Also, ich hatte ultra gerne queere Kaffee zu Lützeburg. Ich weiß nicht, wie der geht mir. Sign me on the guest list, auf jeden Fall. Und für noch kurz zu erklären, Flinter heißt Frau, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans- und Agender-Personen. Das ist ein Überbegriff. Und ja, effektiv, es gibt eine pur oder so halb Schwulreim zu Lützeburg. Es gab, wo ich ganz, ganz jung war und noch nicht wusste, oder noch nicht so richtig Gefühle für hatte, dass ich queer war, irgendwo noch ein lesbischer Kaffee. Aber dann ist schon seit 15 Jahren so. Ja, kann man das nicht machen? Wie kann das machen? Also, wenn ein Bock hat, einen queeren Kaffee abzumachen oder einen queer-feministischen Kaffee, wir überlegen am Bâtiment Feier mit Richtung 22 an ILL und nach anderen Leuten schon wie lange so etwas mal anzufangen. Wir haben überlegt, also am Bâtiment Feier anzufangen, am Platz da direkt eine Entreprise zu gründen oder so einen Platz abzumachen, die all daran der Woche ab ist. Wir überlegen, es all 2 Wochen zu machen oder einmal am Monat.
Und ich schon mega Bock. Ich schon noch mega Bock, am Anfang einen Platz abzumachen, wo dann Leute schaffen, an wo immer ob ist, wo sozusagen Leute kommen, immer Lunch kommen können, weil ich meine, das ist noch eine ganz andere Sache, wie etwas, was 1-2 Mal am Monat stattfindet, wohin sich muss dran erinnern, weil ich vergesse alles, was nicht regelmäßig so, was nicht so oft ist, dass ich mich immer dran erinnere, dass das existiert. Aber ja, wir haben das noch nicht gemacht, aber wir sollen seit Main, dass wir das nächste Woche machen werden. Also, ich so das um Podcast, für das wir das doch ein richtig machen. Und da können dann die ganz anderen Stammtische auch stattfinden, wenn es irgendwann ein Kaffee gibt. Wo kriegt ihr den Mail oder wo kann ihr Gewur gehen, außer über den Sex-Podcast wahrscheinlich, dass das geschieht? Entweder bei Richtung 22, ob Instagram oder Facebook oder bei unserer Website. Oder ich gebe so ein Instagram von Bâtiment Feier. Und sonst kann ich jetzt auch eine Mail schreiben oder eine Nachricht. Und ich hoffe, dass das etwas geht. Ich fand, das war da gerade so ganz, ganz wichtig, weil Stella, du sollst für drohen, was das von nämlich kennt. Und ich meine, wir haben mal die letzten 4 Stunden, 20 Minuten geschwatzt und das echte, kann man sehen, mal stolz auf, was wir sehen oder wen wir sehen. Und das ist Teil von unserer Identität und das ist etwas, was wir wollen, auch nur Bauste vielleicht weisen, hoffentlich, aber nicht zu viel Risiko anzugehen. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir ausleben wollen und wo wir dann noch Räumlichkeiten dafür brauchen. Und das ist etwas, wo wir stolz drauf sind und wo wir vielleicht auch wollen, dass andere wissen und dass wir andere dazu motiviert kriegen, das auch auszuleben oder sich mal dafür zu interessieren und sich vielleicht vorzustellen, dass das etwas für mich oder kannst du mir das vorstellen oder willst du mal ausprobieren. Ein geschützter Raum. Ja. Schön gefehlt, wir kommen so los an. Mhm. Und immer, dass ich mal dann auch N von Staffel 4 komme. Stimmt. Wow, krass. Es gibt eine 5. Staffel, so viel können wir ja schon mal verraten. Am Hirsch. Genau. Mehr wird man noch nicht verraten, weil viel mehr wissen wir auch noch nicht. Weil, du meinst, den Zeitreisen zurück als Vorbereitungstreffe für die 5. Staffel anzufangen, als an 2D, wenn man das gleich abholen, wie wenn der das gelauscht hat, oder wenn der das lauscht hat, dann ist das schon gewesen. Das heißt, wir wissen, wenn der das lauscht hat, mehr, wir wissen noch nicht mehr, das ist alles ein bisschen kompliziert. Das ist nicht so kompliziert wie die letzte, weil die letzte haben wir nämlich die letzte Episode 4 und der zweitletzte Episode abgeholt, während du richtig schon hin. Mit der Sonne sehr vielmals merci und all die wunderbaren Leute, die hier waren. Merci für die Anleitung. Merci. Ja. Bis die nächste Kaya, es wird eine nächste Kaya gehen. Es wird nach pur Workshop, die ich auf jeden Fall ob erst so kommen. Also es geht nicht mehr nach zu suchen. Genießt den Sommer, bleibt hydriert, vernetzt dich mit Leuten. Jetzt genug Risotto. Genug Kuscheln. Geht den Podcast weiter, Leute. Ich wollte Sandra an dem Radio Aran reinkommen, merci so für das Organisieren von diesem Tag. An all die Anna wunderbar Arbeit. Merci. Auch für all die kommen sind. Haben wir gesehen, als dann am queere Kaffee. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Das Sommer. Ich gehe immer mehr lang und viel von uns verbringen viel Zeit draußen am Freien. Genießen die langen Abende, gehen Kollegen, gehen auf Konzerten oder verreisen. All die Sachen sind ganz spannend, wir können einfach stressig sein und kann ein Gefühl kriegen, wie wenn man alles auf ein Karriere machen will, auf jeden Fall mehr richtig Zeit hat. Was du helfen kann, ist probieren, sich zu relaxieren, zu chillen, zu grounden und sich ein bisschen auf sich zu fokussieren. Was ich euch an dieser Rubrik proposieren, ist, dass wir eine kleine Relaxation machen. Setzt ihr euch bequem irgendwo hin oder lädt ihr hin, macht ihr an so
oder guckt op e gewisse Punkt und konzentriert dich auf der Atmung. Ich lade dich an, los anzuatmen, den Atem eine Sekunde anzuhalten und darum tief auszuatmen. Los anatmen, Arm tief ausatmen. Probiert dich weiter auf den Atem zu konzentrieren. Lost ihr Gedanken wie Wolke Land ziehen. Sie kommen, sie bleiben im Moment an der Gießerei. Wir konzentrieren uns lo ob es Nück, ob es Genick, und spüren, wie es Genick sich schlösserlos entspannt. Der linken Arm entspannt sich, die links Hand und Fangerin. Der rechten Arm entspannt sich, die rechte Hand und Fangerin. Die Entspannung geht der Rückruf an, dir spürt, wie sich Wirbel für Wirbel entspannt. Ihre Brustkurve entspannt sich, ihr Brust an den Nippeln. Der Bauch entspannt sich, den Darm entspannt sich, an den Genitalien entspannen sich. Falls der Penis hat, probiert den zu entspannen, also te merci für alles, was du möchtest. Wenn die eine Vulva hat, probiert sie zu entspannen, und sie dankbar für alles, was sie möchte und was sie ist Gott. Spürt lo, wie ihre ganzen Oberkörper entspannt ist. Von der Welt könnt ihr euch vorstellen, dass den am warmen Sand ableitet. Wir gehen weiter bei den Beinen. Links Bein entspannt sich. Der Fuß und Seven. Rechts Bein entspannt sich. Der Fuß und Seven. Spürt, wie die Entspannung nur durch den ganzen Körper geht, bis darum am Kopf ankommen sieht. Und Stirn entspannt sich, Arme entspannen sich, die Ohren, Backen, der Mund und Zunge und der Kiefer entspannen sich, und ihren Hals entspannt sich. Spürt nur, wie ihre ganze Körper entspannt ist und genießt den Moment. Ihr könnt gerne ein bisschen in diesem Zustand bleiben und ihr evaluieren, was der Intentionen, ihr Ziele für diese Sommer sind. Was will ich gerne sexuell entdecken? Wovon will ich mehr? Wovon will ich gerne loslassen? Oder wovon will ich Männer? Wie ist dann die Beziehungen? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Und wo sind meine Grenzen? Hol dir ruhig im Moment, für was all die Sachen nachzudenken. An Zwischenzeit wünsche ich an die ganze Equipe von Maybe Sex einen schönen und einen ganz sexy Sommer. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr nehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Maybe Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé
am Kader vum nationalen Aktionsplan Santé affektive sexuell. Ammer freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationale Referenzzentrum fir d Promotion vun der affektiver asexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS ginn all Responsabilitéit und den Inhalter vun diesem Podcast auf.